Also ich kann nicht verstehen, dass sie mal am Prinzip dagegen, dass wir ein Handelsaufkommen machen. Zu mit Ländern wie Kanada, an den Vereinigten Staaten, dass sie Demokratien wie mehr und ein nämliches Wirtschaftssystem, freie Marktwirtschaft, freie und Sozialmarktwirtschaft, hier ist vielleicht nicht so sozial wie heißt. Also ich habe kein Verständnis für die, die am Prinzip dagegen sind. Die am Prinzip dagegen sind, das sind die früher Kommunisten, von allem, die nach immer nicht verdaut haben, dass die Sowjetunion nicht mehr gibt. Und die natürlich nicht wollen, dass wir ein Aufkommen machen, die Europäische Union mit Amerika. Das bedeutet, dass mehr, da ginge 46% von dem PIB von der ganzen Welt durchstellen. Da hängen immens viele Millionärsplätze und alles. Die Ideologen kann ich verstehen, dass diese Positionen, mit das ein ganz Party Leute, denen auf die Leim gehen, sich an der Kerchbahnen lassen, für mal am Prinzip dagegen zu sein, aber für dann zu operieren, die Leute Pferden zu tun, das zu verdeifeln, Liegen zu verzählen. Das ist ja gar nicht wahr, dass das alles am stillen Kämmerlein fahren. Das ist sicher nicht auf der Marktplatz. Und das ist nicht wahr, dass das Europaparlament nicht informiert. Ich habe in einer Sitzung am Europaparlament teilgenommen. Da waren ganz viele Leute. Die waren initiiert vom Präsident vom Agrarausschuss, vom Präsident vom vom Außenhandelsausschuss. Da waren 2 Deputierte. Ein englischer Konservativen und nicht. Und die Scheiße wie den Turmes und alles, die waren gar nicht da. Das ist nicht wahr, dass das Parlament nicht informiert wird. Es wird allmond informiert, man hat eine Taskforce geschaffen. Das sind lauter Liegen. Und die Leute sind nicht mehr Gläscher am Käse. Sicher haben wir Probleme. Mit die muss lesen, die muss diskutieren. Wir sind dann nicht an einer Situation, wo wir auch mit Freunden tun, wo wir nicht diskutieren. Und ich habe keine Angst. Wir haben bessere Normen wie die Amerikaner. Ich habe keine Angst, dass wir uns da durchsetzen. Aber wenn wir uns nicht durchsetzen, wenn wir uns nicht einzigen, da geht es wie los, da geht das nicht importiert. Dafür zu sagen, wir dürfen kein Handelsabkommen machen. Mit dem Chlorhinderscher braucht es kein dazu. Wann sie dann rauskommen. Es könnte da mehr genmodifizierten Mais ran, für Reiskäse zu fiedern, wenn Gras nicht mehr wies. Das ist doch Quatsch, was wir alles erzählen. Wir verbieten uns alles an Amerika, auch die Fracking. Du hast hier Energie, wir können nicht mehr mit kompetitiv, also mit konkurrenzfähig sein. Hier Energie ist 30% mehr billig wie Eis. Weil es geht immer alles mit daher. Und wir sind in einer globalisierten Welt. Das ist eine Politik. Leider gibt es nicht mehr genug, muss ich sagen, Politiker, die nach der Courage und die Würdigen zu sagen, weil es nicht mehr in ist. Da sind dabei zu sein, da sind wir zu scheißen. Weil auch alle gute Menschen so und das darf nicht sein. Ich fand, Politiker müssen die Courage haben, zu sagen, was wichtig ist. Weil was viel mehr sorgen möchte für die Chlorhinderscher, das sind 18 Millionen. Ich hatte gelesen, 20 Millionen Erbeslose an Europa. Da möchte mehr sorgen. Nicht die Chlorhindchen. Die brauche ich gar nicht. Sie ist sogar von Raum. Okay, und das werden die Amerikaner ja alle gut tot. Und wir haben auch an der Landwirtschaft wir nicht zu gewinnen. Wir haben da Probleme. Wenn ihr wisst, was es Barriere gibt an den einzelnen Staaten von Amerika, weil das wir besonders als hochqualifizierte Agrarprodukte da exportieren, das ist verrückt. Und die Bauern, die sind dafür, die Bauernorganisation, so gut die Böck, Konsumentenorganisationen in Europa, die sind dafür, dass wir verhandeln. Aber wenn wir gesehen, dass wir nicht gut wegkommen, da können wir nachher mal auflehnen. Wir für dich verhandeln den mal und dann legen den auf den Tisch und dann entscheiden.